Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, es war ja in den Kommentaren der Wunsch, dass ich mal was zu Ottmar Hitzfeld mache oder sage. Und ja, ich denke, was gibt's da Besseres, als dass wir uns die 10-minütige kleine Doku oder wie man es nennen möchte, zu seinem 70. Geburtstag anschauen. Das Ganze ist 4 Jahre her. Ist natürlich vom FC Bayern. Das ziehen wir uns jetzt mal rein. Und ja, ich werde währenddessen ein bisschen was sagen und natürlich dann auch mal so ein kleines Schlussfazit ziehen. Aber von daher würde ich sagen, nicht lang schnacken. Gehen wir rein. Ach, da werden wieder Erinnerungen hochkommen, Leute. Er ist einer der erfolgreichsten Trainer des FC Bayern. Er ist der Mann, der nach 25 Jahren wieder die Champions League mit dem Rekordmeister holt. Und er ist einer, der sich bei den Münchnern richtig wohlfühlt. Ja, ich bin sehr stolz, dass ich Trainer bei Bayern war und auch das Innenleben von Bayern München. Der Ottmar ist einfach so ein sympathischer Typ gewesen, oder? Was heißt gewesen? Ist er ja immer noch. Aber einfach so sympathisch. Hm? Schwer zu beschreiben. Erleben durfte. Dann, dass ich mit vielen großen Persönlichkeiten mitarbeiten durfte. Ottmar Hitzfeld ist gut 7 Jahre Mitglied der Bayern-Familie. Mit 5 Meisterschaften, 3 Pokalsiegen, je einem Champions League und Weltpokaltitel, aber auch mit einer bitteren Niederlage. Kurzum, mit einer extrem bewegenden Zeit. Eieieiei. Mir kommen ganz, ganz schlechte Gefühle gleich wieder hoch, du. Leck mich, ey. Boah. Also, was wir nicht schon alles erlebt haben, oder? Was wir nicht alles schon erlebt haben. Zumindest wir älteren FC Bayern-Säcke, Alter. Junge, Junge, Junge. Was wir auch schon für dramatische Niederlagen gehabt haben. Selbst in meiner kurzen Laufbahn. Gerade was wir da gesehen haben innerhalb, ja, du warst eigentlich schon Champions League Sieger und 90. und 90. plus 3, Alter, gehst du als Verlierer vom Platz. Finale da home. Ach, hör mir auf. Komm, wir gucken uns lieber die positiven Sachen an. Als Trainer. Guck mal, wie jung der Kalle da aussieht. Hä? Hitzfeld wird in der Schweiz und in Deutschland je 2-mal Meister und holt 1997 mit Borussia Dortmund den Champions League-Titel. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern, Alter. Lars Ricken. Klar, dass er damit auch in München Begehrlichkeiten weckt. War auch der einzig große Moment von Lars Ricken. Ne? Ich war ja noch bei Borussia Dortmund als Sportdirektor unter Vertrag und habe dort als Trainer bis 97 gearbeitet. Und dann habe ich bei einer Veranstaltung Franz Beckenbauer getroffen. Und wie halt Franz so ist, dann hat er gesagt, ja Ottmar, du bist der nächste Bayern-Trainer. Und dachte, ja, okay. Das jetzt so zwischen Tür und Angel gesagt zu bekommen, das ist okay, aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und dann geht es ganz schnell. Mit ausschlaggebend die berühmte Wutrede von Giovanni Trapattoni. Es gibt Spieler wie 2 oder 3, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Sorry, ey. Ach, legendär. Der Trapp, Alter. Trapattoni, ey. Was erlaubst du uns? Mit ihm ist schlecht. Ach, herrlich, ey. Das war... Guck mal. Wir haben dieses Jahr vom FC Hollywood geredet. Leute, erinnert euch mal zurück an die richtigen Hollywood-Zeiten. Da war die letzte Saison noch gar nichts gegen. Ja, ich habe fertig. Ich habe fertig. Giovanni Trapattoni hat im Mai Ja, ich sah Auge. Bester Mann. 1998 fertig. Ottmar Hitzfeld wird Trainer des FC Bayern. Bayern München ist natürlich dann auch anders im Blickfeld als Borussia Dortmund. Das war schon eine Umstellung. Und ich hatte dann auch... Ottmar, du machst mich fertig, Alter. Ich war schon die ganze Zeit überlegen, ob ich die Cam hier rüberschiebe. Ich dachte mir so, mitten im Video ist scheiße, aber kann ich hier den Ottmar verdecken? Was ist das für ein Benehmen, Alter? Sehr interessante Persönlichkeiten in meiner Mannschaft. Seine Anführer sind die größten Charaktere. Oliver Kahn und Stefan Effenberg, sein Kapitän. Ottmar Hitzfeld schafft es, ein Top-Team zu formen.
Mit Geldstrafen, vielen Gesprächen und vor allem mit Geldstrafen. Ja, aber da gab's noch die Lieder. Hm? mit klaren Ansagen. Es geht ja auch nicht um FC Effenberg oder FC Matthäus oder FC Basel, es geht um FC Bayern. Es gibt nicht viele Trainer, die diesen Verein so trainieren können, wie er das tut. Ich war ja auch schon mal hier vor 11 Jahren. Weiß das aus dieser Zeit und er ist der perfekte Trainer für den FC Bayern. Wir haben einen Trainer, der es schafft, egal wie auf uns eingedroschen wird, unter was für Druck er auch steht und wir auch stehen, die Spieler dahin zu bringen, dass sie eben Top-Leistung bringen zum richtigen Zeitpunkt. Er gibt ihnen Vertrauen. Und das schon. Da ist er, der ewige Co., Alter. Michael Henke. Will ich auch nie vergessen. Guck mal, da gab's noch Fußball bei Sat.1, Alter. Wie lange das her ist, ey. Ja, aber das war eine Mannschaft, oder? Ja, wir haben es ja gerade schon gehört. Effe, Basler, Schull, Matthäus, Uli. Junge, wenn du heute nur 3 dieser Persönlichkeiten auf dem Platz hättest bei uns. Das ist gerade, wo wir echt einen Aderlass haben, was das angeht, Alter. Beim ersten Bundesligaspiel der Bayern unter seiner Regie gegen den VfL Wolfsburg am 15. August 1998. Ja, so viel konnte er gar nicht schreiben, ey. Ein Erfolg extrem wichtig, da er zu diesem Zeitpunkt auch nicht so recht wusste, wie seine Zeit beim FC Bayern zukünftig verlaufen wird. Es ist so schon schwer genug, wieder viele. Aber das war schon ein guter Kader, oder? Ich meine, der Fink und so, das war so ein Arbeiter, der Linke, der von Schalke kam damals. Neue Spieler zu vereinen und darum hilft ein Sieg dann auch im psychologischen Bereich sehr. Ottmar Hitzfeld versucht auch taktische Neuerungen. Er setzt auf eine Viererkette und aus dem Libero Matthäus macht er den Chef vor der Abwehr. Das klappt, auch weil er sich, wie auch später sehr oft, auf Giovane Elber verlassen kann. Der war ein Vater, der war ein Freund, Kumpel, der war alles in einer. Die Spieler stehen von Anfang an hinter ihrem Trainer und beweisen das mit Top-Leistungen. Sie stehen von Anfang an ganz vorn in der Tabelle, erzielen 76 Tore in der Liga, erreichen das Champions-League-Finale und werden mit 15 Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen deutscher Meister. Mehr geht kaum. Aber es gab 1999 natürlich auch einen deutlich weniger schönen Die Matthäus-Auswechslung. Wie war's, Leute? Tag. Der 26. Mai, das Champions-League-Finale. Der Trainer muss sofort die Mannschaft wieder aufrichten, er muss gleich wieder positive Signale setzen, muss mit der Mannschaft die Fehler ansprechen, aber trotzdem auch der Mannschaft wieder Mut machen, dass wenn wir Leistung bringen, dass man auch wieder die Chance hat, in 1, 2 Jahren oder 3 Jahren wiederum ins Finale zu kommen. Doch zuerst kam das Saisonfinale in der Liga 1999-2000. Es war ein denkwürdiges, denn die Bayern mussten zu Hause gegen Werder gewinnen. Das war ja okay. Und schon nach kurzer Zeit durch 2 Treffer von Carsten Janker so gut wie erledigt. Viel schwerer, ja fast unmöglich war, dass Leverkusen, der Tabellenführer am letzten Spieltag, bei Unterhaching verlieren musste. Aber auch das schien auf einmal möglich, als Michael Ballack ein Eigentor im Hachinger Sportpark unterläuft. Uli und Hoeneß und ich haben uns nur angeschaut und wir haben schon noch nicht gegrinst, aber wir haben gedacht, oh, da tut sich was. Und mit dem 2-0 war da tut sich was. Wir haben nicht gegrinst, aber da tut sich was. Das Spiel, ja, fast schon entschieden. Alter, aber das waren noch emotionale Meisterschaften, wa? Da gab's ja nicht nur die. Hamburg, Schalke und so weiter. Hei, schöne alte Zeit. Ne? Man sagt ja immer, früher war alles besser, aber so fußballtechnisch, so emotionaltechnisch, muss man schon sagen, ja, dies Jahr war es natürlich ein bisschen emotional mit der Meisterschaft, aber dies Jahr war es auch so, weiß ich nicht, das war nochmal so eine ganz andere Emotion, weil es einfach, weiß ich nicht, ne, haben wir genug aufgearbeitet, die Leistung. Aber früher war das noch irgendwie, weiß ich nicht, emotionaler einfach. Aber da waren wir auch nicht 11 Mal hintereinander deutscher Meister. Wa? Und das war ja eine herrliche Meisterschaft. Der Rest dieses Spiels ist Emotion pur. Die Bayern gewinnen mit 3:1 und die Leverkusener verlieren am Ende mit 0:2.
Die 16. Meisterschaft für den FC Bayern ist somit unter Dach und Fach. Und das völlig unverhofft. Der Ziegler, Alter, der jetzt in Dortmund rumläuft, oder? Oder wo läuft der rum? Gut. Aber das war schon Kader, Alter. Legt mich fett. Ne? Das mal mit heute vergleicht teilweise. Jetzt so von der Charaktere her, aber das ist ja auch die andere Zeit einfach. Heute ist alles so weichgespült. Weißt du? Heute ist alles so eine Masse gefühlt. Hast du nicht mehr so einen Mehmet, der einfach mal die Fresse aufmacht, so ein Effe oder wen auch immer. Man kann's ja da rausnehmen, wenn du willst. Gut, den Jeremis vielleicht nicht, das war immer so der ruhige Typ. Aber der hat dafür gebissen, Alter. Ja? Aber ansonsten, jeden kannst du da rausnehmen, Alter. Jeder war so... War das der emotionale Höhepunkt in der Bayern-Zeit von Ottmar Hitzfeld? Mitnichten. Denn genau ein Jahr später kommt es zur nächsten emotionalen Explosion. Wieder ist es der letzte Spieltag und wieder stehen die Bayern mit dem Rücken zur Wand. Und wieder gelingt ihnen eigentlich Unmögliches. Ja. 2001 in Hamburg mit Patrick Andersen. Das war so krass, weiß man ganz Alter. genau, letzte Chance, letzter Schuss. Das war auch ein Freudensprung. Alter. Da ist man innerlich explodiert. Da ist eine riesige Erleichterung gewesen. Das war ein herrlicher Moment. Das kann man, glaube ich, im normalen Leben nicht erleben. Doch, Ottmar, wir haben das auch erlebt, Alter. Ein Moment für die Das voll erlebt. Aber so richtig. Ewigkeit? Zunächst eher nur für 4 Tage. Denn rund 100 Stunden später geht es für Ottmar Hitzfeld und seine Bayern um noch mehr. Es geht um den Lebenstraum eines jeden Vereinstrainers und es geht darum, dass der FC Bayern nach 3 verlorenen Endspielen und nach 25 Jahren Abstinenz endlich wieder die Nummer 1 in Europa wird. Das Team hatte durch die Erlebnisse 4 Tage zuvor auch das Selbstvertrauen und die Ruhe erworben. Ein 0:1 egalisierte nach einem Handspiel, man möchte fast schon sagen, natürlich der Kapitän. Mit ein langer Anlauf. Pellegrino, Kahn hält den Ball! Bayern hat den Pott! Bayern hat den Pott! Ja, Kahn reißt die Arme hoch! Der FC Bayern München ist Champions League-Sieger! Ja, das war der Gamechanger, war der Zeitpunkt. Aber es gibt auch die schweren Zeiten in seiner Trainerkarriere. Hitzfeld, der akribische Arbeiter, der sich voll und ganz dem Erfolg verschreibt, zollt seinem Engagement Tribut. Ja, 2004 verlässt er den Verein, zieht sich zurück, um wieder Energie zu schöpfen. Seine Trainerkarriere scheint zu Ende zu sein. Doch dann kommt es knapp 2,5 Jahre später doch anders. Bayern hat 0:0 gespielt zu Hause gegen Bochum. Da wusste ich schon, es brennt. Und da habe ich so zum Spaß gesagt zu meiner Frau, jetzt gehen wir wieder zu Bayern. Und ich wollte nur testen, wie sie reagiert. Da sagt sie, du spinnst doch, gehst doch nicht mehr zurück. Und den Stress, da sage ich, ja, schon gut. Und am anderen Morgen wollte ich auf die Skipiste in Engelberg. Dann sehe ich auf dem Telefon Potthoff, Frau Potthoff, Sekretärin, ruft an. Ist mir heiß geworden. Sag ich, hallo Karin, wie geht's? Ja, geht gut. Uli will dich sprechen. Und dann habe ich mit Uli gesprochen. Uli hat einen guten Satz formuliert. Spät. Ja, Ottmar, du kennst die Situation. Würdest du uns helfen? Da habe ich gesagt, okay, bis Ende Saison. Hitzfeld übernimmt Anfang 2007 das Team. Mehr als Platz 4 ist nicht mehr drin. Der Verein und er reagieren und kaufen ein. Miroslav Klose, Weltmeister Luca Toni und Alter, Luca Toni auch einfach Legende. Was ein sympathischer Mensch, Alter. Weltmeister Ribéry kommen. Die Bayern haben wieder mehr spielerische Klasse und damit auch wieder richtig Erfolg. So war es dann auch, dass wir wieder eine schlagkräftige Mannschaft hatten und dann in der Saison 2007, 2008 vom ersten Tag an bis zum Schluss auf dem ersten Tabellenplatz gestanden haben. Am Ende der Saison 2007-2008 haben sie nicht nur den nationalen Titel, sondern auch den Pokalsieg in der Tasche. Sein Auftrag ist erfüllt. Ottmar Hitzfeld verlässt extrem emotional die Bühne Bundesliga und damit auch das war ein starker Kader, Junge. Seinen FC Bayern. Nach über 7 Jahren mit 5 Meisterschaften, 3 Pokalsiegen als Champions League und Weltpokalsieger.
Happy Birthday, Der Ottmar Ottmar, ey. Krieg ich auch noch Tränen, da werde ich auch schon rührselig. Junge, schon so lange her. Hitzfeld. Vielen, vielen Dank für was du alles bei uns hier beim FC Bayern gemacht haben. Wir sehen uns, Trainer. Ich wünsche dir was. Ja, krass. Krass, Leute. Ja, krasse Momente drin, wenn auch nur kurz in dem Video. Was gibt's zu sagen zu Hitzfeld? Eigentlich wurde alles gesagt in dem Video. Einfach der richtige Mann zur richtigen Zeit. Ja. Ich glaube, der Elber war es vorhin, der es gesagt hat. Psychologe, Trainer, Freund, Vater, alles in einer Person. Und du musst halt wirklich mal gucken, was in der Mannschaft und auch in der nach seiner Pause, was da an Charakteren drin war. Ja. Das musst du halt mal managen. Ja. Das kennst du ja heute gar nicht mehr so extrem. Also, ja, es gibt, glaube ich, keinen, der irgendwie ein negatives Wort über den Ottmar sagen kann und hat bei uns auch eine Ära geprägt, ähnlich wie Jupp. Und ja, wir haben es auch vorhin gehört, hat die Viererkette eingeführt, damals auch bei uns. Und ja, schöne Erinnerung, schön zu sehen. Ich hoffe, Ottmar geht's gut. Ja, und ihr haut mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Format haltet. Es gibt noch ein paar mehr ältere Geschichten auch zum Jupp und sowas. Dann können wir da gerne jetzt in der Sommerpause halt, um ein bisschen das Loch zu füllen, da mal die ein oder andere Reaction machen. Solange sie auf YouTube nicht irgendwie gesperrt wird durch den FC Bayern, das weiß ich nicht. Ich lade sie einfach mal hoch, wir probieren es aus. Also wenn ihr es gesehen habt, dann ist sie erstmal nicht gesperrt, aber vielleicht ist sie dann ein paar Tage später gesperrt. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi.